Hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Livestream. Ein Livestream vom Karfreitag. Der Tag heute heisst Karfreitag. An vielen Orten ist frei. Vielleicht habt ihr jetzt auch gerade frei und ihr habt Zeit, um mit mir Gesprächeln, mit mir ein bisschen darüber zu reden, was ihr schon alles gehabt habt. Das ist das Thema für unsere nächste Geschichte im VIP Schweizerdeutschkurs, wo am Montagabend immer stattfindet. Ausser am nächsten Montag, für den haben wir einfach eine Geschichte und kein Livestream. Aber heute am Abend, nein, heute ist schon die Geschichte online und du kannst schauen, was da für eine Geschichte ist. Da sind zwei Bauern. Die zwei Bauern sind in Osterstimmung. Ihr seht, es hat Eier und es hat Osterhäsli und es hat Hühner. Und die Frage ist, hast du schon zum Morgen gehabt? An Ostern ist das Morgen sehr wichtig. Das Osterzmorgen, das ist ein grosses, festliches Zmorgen. Und dort tut man eigentlich ganz viel essen. Man hat ein reichhaltiges Zmorgen an Ostern. Was hast du zum Morgen gehabt? Hast du schon Gipfeli gehabt? Isst du Gipfeli zum Morgen? Hallo Igor. Genau, morgen ist Ostersamstag und übermorgen ist Ostersonntag und dann gibt es sehr wahrscheinlich bei vielen von euch ein gutes Morgen. Du meinst guten Morgen. Äh, äh, die, in Hamburg sagt man Moin, ja. Guten Morgen. Genau. Hast du heute schon zum Morgen gehabt? Oder hast du heute einfach einen Kaffee gehabt? Was hast du heute schon gegessen oder getrunken? Es ist ja erst 11 Uhr, also die Chance ist gross, dass du schon zum Morgen gehabt hast. Aber es gibt Leute, wie meine Kinder, die spät aufstehen und nicht alle haben zum Morgen gehabt. Die einen sind noch im Bett und haben noch kein zum Morgen gehabt. Oder vielleicht gibt es Leute von euch, die nie zum Morgen essen. Äh, Igor, du hast schon zum Morgen gehabt oder noch nicht gehabt? No, weiss ich nicht genau. Ich habe noch kein zum Morgen gehabt, aber du machst dir jetzt einen Kaffee. Noch nie, du hast noch nicht zum Morgen gehabt. Also, ich wünsche dir dann einen guten für dein Morgen. Und bei uns, wenn es Sonntag ist oder wenn es Viertag ist oder so, gibt es ab und zu Gipfeli zum Morgen. Weißt du, was Gipfeli sind? Hast du schon Gipfeli gehabt? Vielleicht heute nicht. He? Am Karfreitag Gipfeli ist vielleicht nicht so das. Aber am Ostersonntag ist das sehr gut. Wir haben am Ostersonntag immer Zopf zum Morgen. Meistens tun wir den Zopf selber machen. Hast du schon Zopf gehabt? Genau, Gipfeli sind Croissant, genau. Das ist eigentlich das schweizerdeutsche Wort für Croissant, Igor. Es gibt Buttergipfeli und es gibt Pariser Gipfeli und es gibt Schokogipfeli und es gibt Vollkorngipfeli. Ich liebe Gipfeli. Ja, wirklich. Das ist etwas, ein Fest. Das ist ein Fest, wenn es Gipfeli gibt. Und dann hast du schon ein Konfibrot gehabt? Bei uns gibt es viel ein Konfibrot zum Morgen. Ein bisschen Brot oder eben Zopf mit Anke und Konfi oder mit Anke und Honig. Das ist auch gut. Ein süßes zum Morgen, ja. Oder du kannst auch salzig zum Morgen essen. Also vielleicht hast du lieber ein bisschen Brot und Käse oder Fleisch, Schinken oder so. Was hast du am liebsten zum Morgen? Tust du süß zum Morgen essen oder eher salzig? Wenn du ein Brot hast mit Käse oder
Schinken, dann kannst du auch Schnittlauch drauf tun und Radiesli und Tomaten oder Gurken oder Peperoni und dann ist es ganz ein gesundes Morgen. Oder wir in letzter Zeit machen wir so haben wir so Samen, so Keimlinge, also zum Beispiel Brokkolisamen, die wir keimen und dann tun wir die aufs Brot oder in Salat oder einfach sonst essen. Das ist auch gut. Also, das wäre dann sehr ein gesundes Morgen. Ja, die Frage ist auch, hast du schon duscht? In dieser Geschichte kommt die Frage vor, hast du schon duscht? Und der eine spritzt den anderen an. Igor, hast du da irgendwie einen Gedanken an eine polnische Tradition, wenn du das hörst? Ah, Igor, du hast gerne Haferflöckchen mit Nüssen und Kernen und Bananen zum Morgen. Und dann isst du das mit Joghurt oder mit Milch. Beides ist sicher gut. Ja, ich mache manchmal auch selber Crunchy Müsli und das haben die Kinder gerne vielleicht zum Morgen, manchmal auch zum Zvieri. Tun sie gerne Crunchy Müsli essen. Das, was ich selber mache, das hat ein bisschen weniger Zucker und ein bisschen besseres Öl drin. Ja. Darum tue ich gerne das selber machen und dann tue ich auch Nüsse rein und verschiedene Kerne, Sonnenblumenkerne, Sesam, Leinsamen. Hallo Dario. Genau, ich bin ein bisschen am Arbeiten und sonst bin ich am Vorbereiten für Ostern. Also, wir machen einfach jetzt ein Live. Ich weiss, viele von euch haben frei. Ähm Aber es ist natürlich auch eine Zeit, wo man sich vorbereitet auf Ostern und dann ist gut, wenn man noch einen Tag frei hat. Gut, die Frage ist, Dario, hast du schon zum Morgen gehabt? Und was hast du zum Morgen gehabt? Am Sonntag gibt es ja dann sehr wahrscheinlich ein grosses festliches zum Morgen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und genau, da ist mein Hund. Ich habe Besuch bekommen. Gut. Ja, also, und dann in dieser Geschichte, die es am Montag gibt, ist noch die Frage, hast du schon geduscht? Und das tut ein bisschen darauf anspielen, dass mein Mann ist Pol und da gibt es immer eine grosse Wasserschlacht, aber am Ostermontag erst. Also, dann muss man vielleicht nicht duschen, weil man dann sowieso ganz nass wird. Ich hoffe, das Wetter ist nicht so kalt. Also, ähm, das Wetter ist eben ein bisschen kalt im Moment und dann nachher kann man weniger gut Wasserschlacht machen, aber sonst ist es immer sehr lustig. Also, am nächsten Montagabend, am 8. ist kein Livestream, weil es ist Ostermontag und dann machen wir frei. Äh, du tust dein Video du tust das Video auf nüchternen Magen schauen. Also, du hast noch nicht gegessen. Vielleicht bist du heute am Fasten oder es gibt, Leute, die Intervall fasten, so wie meine Mann manchmal oder vielleicht nicht jeden Tag, aber dann nachher tun sie auch, wenn zum Beispiel das Morgen auslassen. Mir fällt es fast einfacher, das Morgen auszulassen, als dann, das Nacht. Ja. Und, ich wünsche euch allen ganz, ganz frohe Ostern. Also am Montagabend haben wir keinen Livestream. Du kannst dich trotzdem einschreiben da und die Geschichte, die wir vorbereitet haben, schauen und hören. Und du kannst dann die Woche drauf, äh, 17. April, wieder dabei sein im Livestream und im Zoom-Treffen. Wenn wir eine nächste Geschichte haben, dann ist Ostern schon vorbei. Das Mal reden wir ein bisschen ums Morgen reden und «Hast du schon gehabt?» Das ist das. Und die Frage ist, hast du alles schon parat fürs Wochenende? Ah, Igor, du bist letzte Woche in Polen gsi, aber du vermissest Mingus Dingus. Du kannst nicht können bleiben über Ostern, aber du kannst auch sicher vielleicht mit deinen Freunden in der Schweiz
ein bisschen die Tradition pflegen die oder Ostern überhaupt feiern. Genau. Okay, das wäre es für mich. Ich wünsche euch ganz, ganz fröhliche Ostern, ein gesegnetes Fest, und alles Gute bis am Montag in einer Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen. Danke für eure guten Wünsche. Tschüss zusammen.